Die epidemiologische Situation verbessert sich und Menschen sollen eine Reihe Freiheiten zurückkriegen. Eine erste Mesure, die als ganz besonders freut, ist der Absetzen von der maximalen Unzahl von den Personen, die sich am Privaten dürfen treffen. Nicht mehr 2, mehr 4 Personen können invitiert gehen. Falls ihr den einzigen Menage ist, den ihr Besuch könnt, auch mal mehr. Das war ein wichtiger Schritt. Wir sollten nicht schließlich auch schon ein paar Mal die Limitation, die bisher gegolten hat, und die Leute just erlaubt, maximal 2 Personen bei sich zu empfangen. Das war eine Limitation, die für alle Familien mit kleinen Kindern disproportional getroffen hat. Dafür begrüßen wir alle, dass die neue Regel die Komposition von den Haushalten berücksichtigt, also dass Familien oder Freunde, die zusammen leben, und da, wenn es dann noch zusammen gesehen können eine gemeinsame Visite machen, auch wenn sie zu mehr wie 4 sind. Wir freuen uns auch, dass es Lockerungen für die Rassemblementer gibt. Und die Leute so die Möglichkeit kriegen, nicht so mit großen Evenementen teilzunehmen. Wenn es dann von der Santé akzeptierten Protokoll sanitär geht. So wie es ja auch schon zu Konzertfassen obligatorisch war. Mussten dann die Organisateure von größeren Evenementen sich ein klares Konzept überlegen, wie sie die Sicherheit von den Visiteuren oder den Klienten wollen garantieren. Und Santé überprüft dann, ob dieses Konzept so funktionieren kann und ob es adäquat ist. Das ist ein exzellentes System. Und dafür hatten wir ja eine Proposition de loi gerichtet, die vorgesehen hat, dasselbe System für die Altersheime zu etablieren. Für so zu garantieren, dass gerade die Vulnerabelsten aus den Strukturen an dieser Pandemie so gut wie möglich geschützt sind. Leider war die Familienminister und da doch die Majorität nicht bereit ist, Proposition zeitnah an Covid-Gesetze zu bringen, hat aber glücklicherweise, das muss ich in der Löwen erwähnen, zugestimmt, eine entsprechende Disposition am kommenden Gesetz über die Assistance et Soins am Bereich vom 3. Alter anzubauen. Das Friede ist natürlich, wenn ich sich anguckt, wie lange das Gesetz wohl noch brauchen wird, bis es dann gestimmt kann gehen, bis es in Kraft treten kann, muss ich sich freuen, wir werden in dieser Pandemie die Junker, die Konzert besichern oder Klienten aus einer Shopping Mall durch von der Santé avisiert Hygieneprotokolle geschützt gehen, während bei den Strukturen für viele Leute keine so Mesuren geholt gehen. Und da muss das Prestataire mit der Verantwortung ein bisschen allein gelassen gehen. Der Betreiber von einem Markthauscenter hat nämlich Gewissheit, dass wenn alles so möchte, wie am Protokoll festgehalten war, alles gemacht wird, was er Musstung für so seinen Klienten zu schützen. Ein Direktor von einem Altersheim kriegt das Sicherheit nicht. Heute wird die Politik wahrscheinlich sich Schwangeren zu verbrennen und avisiert dafür einfach keine Prozeduren. Wenn dann etwas schief geht, kann die Regierung immer noch die Schuld auf den Terrain aufdrücken. Dass es aber die Regierung war, die durch fehlende Obligationen teilweise am Start gelassen wird, soll dann am besten vergessen gehen. Das ist eine Politik, die sich an erster Linie und nicht in Interessen orientiert und nicht um Wohl von den vulnerablen Leuten. Die Regierung regelt dafür wohl lieber die Bereiche, die nicht so kompliziert sind, an denen die Leute nicht so vulnerabel sind. Mit denen dafür dann aber ganz am Detail. Die Altersheime können gucken, dass sie längstens ob 2 Junker, ob einer Bank, ein alkoholisches Getränk konsumieren dürfen. Das muss gesetzlich geregelt sein. Obwohl es auf den Terrassen erlaubt ist, sich aus 4 verschiedenen Städten zu treffen und Alkohol zu trinken, ohne Schnelltester. Als dasselbe für 2 Personen, die nicht für den Luxus von einer Terrasse sich zu leisten, weiterhin am öffentlichen Raum verboten. Allgemein muss sich bei der neuen Teststrategie, die für das Restaurant vorgesehen ist, fragen, wie es dann mit der sozialen Gerechtigkeit aussieht. Ja, es werden eine Reihe gratis Tester verteilt gehen. Aber ab wie nie, ab wie lang. Der 16. März hat das heutige Gesetz wohl erkraft, aber bis dahin werden nicht alle Betriebe hier Lieferungen an Tester erhalten haben. Restaurant und Kaffee werden also direkt auch Tester müssen selber finanzieren oder ihre Klienten in Rechnung stellen, die dann aber vielleicht nicht kommen wollen. Und dann, aber in einem gewissen Moment werden die Gratis-Tester ja auch abgebraucht sind. Natürlich schon ein paar von den 4 Redner gesagt. Weil die Staat werden sich nicht leisten können, das ewig weiter zu finanzieren. Aber was dann? Das gewusst, dass das Pandemie und damit der Virus mit all seinen Varianten als wahrscheinlich nach lang, viel zu lang,
begleitet wird. Und dafür muss wir von den Zugang zu den Selbsttester sozial gerecht zu gestalten. Der Fehler in den Text sieht zu diesem Punkt aber leider nicht. Ein Besuch an einem Restaurant ist ein Luxus, den sich viele Leute nehmen bis 2 Mal am Monat oder leider auch gut nicht leisten können. Ich sollte schon an vergangene Covid reden. Für viel zu viele Menschen war ein Besuch am Kino oder am Restaurant nicht recht seit den Covid-Restriktionen unmöglich. Wenn wir uns also freuen, dass Menschen gewisse Freiheiten zurückkriegen, dann muss man uns aber bewusst sein, dass wir vor allem die Leute Freiheiten gewonnen, die sich auch finanziell leisten können. Genau das Freiheiten auszuleben. Dafür ist es wichtig, einen Weg zu finden, Selbsttester sozial gerecht zu verteilen, für auch denen, die Männer suchen haben, einen Zugang zu ermöglichen. Die zertifizierten Tester, die zum Beispiel von den Apotheken können gemacht gehen, auf 24 Stunden gültig sind, sind mehr teuer wie Selbsttester, die einer lang mischt. Und dafür soll den darüber nachdenken, ob die Tester, die zum Beispiel an den Restaurant gemacht gehen, nicht doch ähnlich wie am Ausland könnten für eine gewisse Dauer zertifiziert gehen. So gehen wir verhindern, dass Personen innerhalb von einem Tag mehr wie Schnelltest bezahlen müssen. Und gleichzeitig können die Ressourcen schonen und Müll verhindern. Es darf ich schließlich nicht vergessen, wie viel zusätzlichen Dreck diese Pandemie verursacht. Regelmäßig Masken wechseln, Schnelltester, die ganzen Desinfektionsmittel. Bref, das für uns Sicherheit. Aber das heißt nicht, dass man nicht den Müll so gut es geht verhindern, Ressourcen zu schonen, mit diesem Planeten umgehen. Und ich fand es gut, auch wenn ein Schritt von der Welt gemacht wurde, dass man beim Testing und über Zertifikationen von den Testern, dass das noch ein offener Debat ist. Mit das aber doch ein bisschen kokass, hier an der Chambre zu stehen, wo ein neues Gesetz soll gestimmt, wo Dispositionen sollen draufstehen, die sollen klar sein, die sollen terra applikabel sein. Ab dem Moment, wo das Gesetz gestimmt ist, und da sogar Redner von den Majoritätsparteien hier kommen und sagen, es bleiben nach Frauen ab. Das erinnert mich ein bisschen an die Situation, wie in Amerika, sich über die Amerikaner lustig gemacht hat, weil sie an ihrem Haushaltsgesetz letztes Jahr nach einer letzten Minute man Bleistift und man Big Notizen an Trenner gekritzelt tun, für das nach sehr an Gesetze erinnert zu bringen. Ein bisschen so habe ich mich die Moje gefühlt, wie ich dann nach ein neue Texte geschickt habe. Gesetze müssen klar sein. Sie dürfen nicht zu viel Interpretationsraum lassen. Weil wenn zu viel Interpretationsraum gibt, dann gehen sie ungleich appliziert. Und ein Gesetz soll klar sein, für das es gleichmäßig appliziert kann gehen. Ein anderes Problem, den sich bei den Tests aber stellt, ist den, wie auf wem an den Restaurant soll getestet gehen. Weil vom Personal den Test soll überwachen und begleiten, stellen sich für das Restaurant ein Kaffee in eng Reihe frohen. Lässt der Personalschlüssel zu. Ein Mann habe ich am Service Männer tun, für Tester zu assurieren. Muss sie vielleicht einen zusätzlichen Employee dafür bezahlt gehen, falls ja, sind zu und do. Lässt sich überhaupt Personal finden. Aber wie kann der Employee während dem Überwachen von den Tester protegiert gehen? Und sich wissen wir ja alle gut, dass bei Tester Aerosole freigesetzt gehen. Und die getestete Personen können forcément keine Maske unten während dem Test. Testsituation ist dummer eine Situation mit einem potenziell hohen Infektionsrisiko. Sogar wenn Personen den Test selber durchführen. Und das vor allem für die Personen, die den Test überwacht. Aber eventuell auch für die Personen, die nur testen, wenn der Raum nicht richtig geputzt wird. Und die vier drohen sich vielleicht während dem Testen mit den Händen und Gesicht gegangen ist, und dann noch abgehen oder sich fast nur gepackt sind. Wir wissen ja aber, dass es wirklich kritisch Hygieneregeln geht. Wahrscheinlich hat kein Restaurant einen Personalschlüssel, den erlaubt, einfach ein Employé den ganzen Abend oder mitten just für die Überwachung vom Tester auf ihr Putzen auf Zeit zu stellen. Die neuen Hygienemesuren können also zu einer zusätzlichen finanzieller Belastung für die Restaurateure gehen, die von der aktuellen Pandemie und den damit verbundenen Restriktionen ja sowieso schon stark an Leidenschaft gezogen werden. Ich unterstütze dafür voll und ganz, dass Entscheid gleichzeitig zum Covid-Gesetz auch Dispositionen über die für die Unternehmen anzupassen. Es fehlt bei den Betroffenen schließlich und alle Eck.
Und da ist finanzielle Unterstützung immens wichtig. Mit Reouverture von der Horeca darf auch über den Mond mehr raus nicht mit einem Wäschfallen von denen nach 4 Uhr. Das Tieren ist absehen, heißt nämlich nicht, dass der normale Betrieb nicht möglich ist. Es sind immer noch viele Betriebe am Homeoffice, was sich gerade bei den Restaurants an der Stadt bemerkbar mischt. An die neue Sanitärregeln sind wie gesagt mit zusätzlichen Kosten verbunden. Und da könnt dabei, und da tun die neue Vertreter aus dem Horeca-Sektor ja auch noch gesagt, dass zum Beispiel verschiedene Avantagen, die aus der Horeca sollen zugutekommen, wie Scheckrepan, haut es Tags leider nicht immer da ankommen, wo sie hingedurcht sind. Mit dem muss sich ein Steueravantage, dem explizit der Horeca zugutekommen, mittlerweile auch nach Tankstellen, Supermärkten, an anderen Betrieben zugutekommen, die während der ganzen Krise konnten abbleiben. Das heißt, heute müssen sie vielleicht einen Rappel machen und das dann noch durchsetzen, weil das gerade wo als Horeca als Cent von ihren Klienten braucht. Aber wenn wir schon so tun, wir müssen den Weg finden, die Kosten von den Tester sozial gerecht zu verteilen. Dann habe ich natürlich auch gemeint, dass es nicht darf sein, dass Betriebe aus der Horeca nur allein Kosten müssen drohen. Wir müssen aufpassen, dass die Reouverturen nicht just zugunsten von denen sind, denen bislang schon sowieso am besten gehen. Es darf nicht sein, dass just die Glücklichen, die trotz der Krise genug Suchen haben, für auf Terrassen die Sonne an den Restaurants gut Essen zu genießen, eine Verbesserung von ihrer Lebenssituation erleben. Während die den Rimm von Monat zu Monat nie einkommen müssen schnallen, nicht profitieren können oder finanziell sogar noch mehr belastet gehen, weil sie auch noch Tester müssen bezahlen. Wir brauchen eine sozial gerechte Sortie aus den Restriktionen. Mit der gesehen ich an diesem Text leider nicht. Ganz am Konträr gesehen ich am Text, den der besser gestalten nicht erlaubt, schöne Momente zu genießen, während in denen Menschen, die am meisten Hund leben, weiter schwer mischt. Ein Grund dafür, den ich mal ein bisschen abgespurt habe, für den ganzen Rest von meiner Redezeit an Dorops zu verwenden zu können, als die Ausgangssperre. Die Ausgangssperre geht Schritt für Schritt nur Hand verrickelt. So, dass mittlerweile wirklich kein mehr leben kann, dass sie eine Wirkung auf die epidemiologische Situation hat. Und aber geht sie einfach nicht aufgeschafft. Die Ausgangssperre erinnert mich ein bisschen so wie ein Zombie. Kein Wölze, kein findet sie sympathisch, die Wirkung davon, mehr wie du tust, Wissenschaft sieht, aus sich brauchen wir sie nicht, respektive wir können nicht beweisen, dass sie etwas bringt, aber sie will nicht sterben. Weiter und weiter wird das Ausgangssperre verlängert, wird ein bisschen drüber gefreckelt, wir am Ende vom Tag gehen wir da Eis alle guten Grundrechte beschnitten. Dabei möchte gerade den Schwächsten an der Gesellschaft die Leben schwer. Denen, die kein Fest daheim haben. Denen, die Gewaltsituationen erleben während der Nacht, also sich nicht trauen, Hilfe zu sichern. Und auch denen, die an prekäre Sektoren schaffen. Die Ausgangssperre ist eine so tiefgreifende Grundrechtserschränkung, dass sie nicht mehr an absoluten Ausnahmen dürft zum Ersatz kommen. Und abgehoben müsst gehen, sobald es möglich ist. Eine Ausgangssperre aufrechtzuerhalten, an Zeiten, an denen gleichzeitig der ganze Kommerz und die Restauration ist abgehen. Und auch Evenementen, die mit bis zu 1000 Personen erlaubt sind. Als ein Schlag an Gesicht für all die, wo all Tag in hier leiden. Diesen Text erlaubt mehr Freiheiten. Da, wo es einer Spaßgesellschaft nützlich sind. Er limitiert gleichzeitig fundamental Grundrechte, die für eine demokratische Gesellschaft eigentlich essentiell sollten sein. Und da hat man einen Verweis auf eine wissenschaftliche Basis, die die Spur nicht hält. Während die Liberalen in Deutschland, wenn es der Ausgangssperre auf Gericht gehen, für sie zu verhindern, haben neues Liberal und dieser Grundrechtsverletzung fest. Das ist alles auch nicht wie liberal. Das können wir Piraten nicht akzeptieren und dafür werden wir dieses Projekt heute selbstverständlich auch nicht mitstimmen. Merci. Merci vielmals, Herr Klemmer.